Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, jetzt gehen wir aber mal wirklich raus hier, weil in die andere halboffene Zelle komme ich ja leider nicht rein, das ist der Quatsch. Ich weiß leider nicht, wie ich das eventuell hinkriege gekannt hätte. Wird sich nur noch zeigen, wie das funktioniert hätte. Der darf mich nicht sehen, der Hansel. Okay. Kann ich mich mal an den Knetkorb raschleiche und dann gib ihm. Wobei der Ende Schlag mit der Waffe, das wäre jetzt auch nicht gerade so tragisch. Nimm das! Zack. Wobei ich es eigentlich auch ziemlich cool finde, dass hier so heimliche Angriffe möglich sind. Oh, irgendeine arme Sau soll hier geköpft werden. Ein Tonic Medium gibt's noch. Hallo? Hilfe! Ja, komm, ich rette dich mal. Der ist eventuell ja auch nur aus Willkür hier unten. Das sieht mal gerade sehr gefährlich aus, der Knabe. Danke, das war letzte Rettung. Ich bin der Fritz. Mein Papa hat einen Laden im Friedhof in Friedensdorf. Guck doch mal vorbei. Das hat sich bestimmt ausgezahlt. Da kriege ich bestimmt irgendwas Tolles dann, weil ich den Hansel hier befreit habe. Aber bevor ich da entlang gehe, mag ich erstmal da durch. Weil da hätten sie mich wahrscheinlich auch geköpft. Zack, nimm das. Weg ist er. Wobei, ja komm, da ist ja auch eine Wache nochmal davor. Insofern wird es so wohl wahrscheinlich weitergehen. Ja, wie gesagt, der sah jetzt an wirklich so brandgefährlich aus, der Typ. Und daher habe ich mal gedacht, den kann ich jetzt auch retten. Bronzerüstung erhalten. Und zweimal abberufen. Oh, Mist. Das war jetzt leider auf der falsche losgegangen. Oh, aber es zieht ordentlich ab. Dieses Magnetschwert bringt echt eine Menge, muss ich sagen. Nimm das, Herr Abberufen. Gerade mal gucken, aber Bronzerüstung habe ich ja schon ne? Ja. Eventuell ist es aber für ein anderer Verbündete später ganz nützlich. So. Die Wache sind anscheinend auch schon weg. Nachdem ich sie niedergeknüppelt habe, dann gehen wir mal auf die nächste Ebene von dem Knast hier. Und ja. Da sind wieder die Schilder. Dich kriege ich. Zack. Und bei dir muss ich jetzt auch warten, bis du dich zeigst. Jo, du D, nimm das. Okay. Dann gehen wir erstmal hier runter. Wieder weitere Zelle. Die geht sogar wieder ganz auf. Einmal Unterkunft erhalten. Das war das, was wir vorher als Shelter gekannt haben. Der geht ausnahmsweise Ammo ganz hoch. Wieder so Armies Sau hier. Oh. Da ist das Skelett nur ohne drunter gewesen. Na gut, ich habe gedacht, den könnte man eventuell auch befreien. Aber, der bleibt wohl auch als Skelett liegen. Kein weiterer Kampf gegen Abberufen. Und hier oben links geht's wo hier? Wieder zum Zelleblock. Also die scheinen mich ja mal echt ins finsterste Loch hier geworfen zu haben. Das ist echt heftig. Und hier... Oh. Hat ein bisschen was von der Himmelszelle aus dem Lied von Eis und Feuer. Oh. Jetzt haben sich die Schilde hier wieder aufgestellt. Da geht es auch noch mal ein bisschen höher. Okay. Ich bin mal unschlüssig. Der Gefangene flieht. Ja, erstmal neu positionieren, ne? Das ist immer das Wichtigste. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier weitergeht oder ob das optional ist. Aber ich glaube, wenn die rumjohlen, dass ich fliehe, ist es nicht optional. So. Deswegen machen wir jetzt... Kann ich nämlich noch unter? Oh, scheiße. Das ist etwas Panne. Ah, da geht's raus. Ja, ich würde aber trotzdem gerne mal runtergehen. Hallo? Scheiße. Ah, ja. Gut. Ich wollte einfach nur noch mal runtergehen. Da würde ich hier ganz gerne mal den Turm hochklettern. So, machen wir das. So. Nee, Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Ah ja, so kann ich hochklettern. Und
Bringt man das irgendwas? Ja, tatsächlich. Es bringt mal. Ah, ich kann wahrscheinlich von so in die andere Zelle reinkommen, die verschlossen waren. Genau. Sehr schön. Einmal Unterkunft erhalten. Dadurch kann ich ins Loch und komme dann so in die andere Zelle rein. Haha, jetzt habe ich es rausgefunden, wie das funktioniert. Na Allah. 1500 Goldstücke, wow. Und eine Magnetklinge. Ah, die hätte es auch noch gratis gegeben. So, verstehe. Aber so kriegen wir die ganze Zelle, die wir nicht geöffnet hätten. Oder die wir nicht öffnen konnten. Nicht schlecht. Das ist doch sehr cool. Gut, dann so. Du hoch. Na? So. Von dort aus do noch neben und do dann wieder hoch. Dann kommen wir so wieder hier. Aber so bringt uns nichts, ne? Ja. Okay, perfekt. Absolut perfekt. Jetzt haben wir auch wirklich alles. Und die Magnetklinge hätte ich mir nicht für Deier Geld kaufen müssen, wie ich jetzt feststelle. 6.944 Asche habe ich trotzdem noch im Sack. Ich habe in der Vergangenheit gegen ziemlich viele Gegner gekämpft. Insofern habe ich auch noch wirklich ordentlich Kohle beiseite gelegt. So, jetzt gucken wir nochmal. Hilfe! Oh, was kommt jetzt? Kommt jetzt nur noch mal der Omikron oder was? Da haben sie wieder runtergestummt. Ah, Luca, sehr schön. Chrono, ich rette dich. Nicht ich rette dich, sondern ich rette dich. Pff, der hätte ich mal Hilfscheinbar gar nicht gebraucht. Los, zeigen wir's ne. Da ist jetzt auch noch spontan ein Speicherplatz erschienen. Streng geheimes Dokument wurde hier liegen gelassen. Leser? Ah, selbstverständlich. Für den Gefängnisaufseher. Drachepanzer Benutzerhandbuch. Der Kopf repariert Schade am Körper. Schutzschild wehrt Schade durch Blitze und Flamme ab. Solange der Kopf intakt ist, ist der Drachepanzer unschlagbar. Forschungsstelle Guardia. Okay, das wird bei unserem Endboss hier sein. Deswegen pfeife ich mal noch hier 2 Tonics rein. Und speichere an der Stelle natürlich. So, Männel, wie sieht's dann bei dir aus? Luca. Damenkleid. Ne, du kannst das andere Zeichen tragen. Ich glaube, das ist soweit so gut. Ach ja, was mir auch noch aufgefallen ist, natürlich. Als ich das Ganze nochmal gespielt habe, bin ich in der Kathedrale bin ich nochmal zu einem Raum hingegangen, wo der Diablo gesagt hat, er würde gerne mal zur Statue von Markus zum Beten. Das war da, wo die Doppelgänger waren, rechts. Und da gab es dann der Hastgurt und der Verteidiger als Accessoires noch abzustauben in Kiste. Neben der Statue von dem silberhaarigen Schönling Markus. Wollte ich nur nochmal anmerken. So, jetzt kommt bestimmt der Bosskampf gegen diesen Drachenpanzer. Was war denn das? Wir werden es gleich erfahren. Oh je. Oh je, oh je. Das ist aber schon geil gemacht. Vorwärts, Drachenpanzer, vernicht die Rebelle. Das ist doch auch ein Riesenarschloch, der Kerl. Okay. Wir gehen auf den Kopf drauf. Der Kopf ist wahrscheinlich das Schlimmste hier an dem Ding. Feuerwurf probieren wir jetzt mal auf alle. Okay, das macht dem Kopf nichts aus. Als drauf und der Wetter. Der Kopf muss als erstes kaputt gemacht werden. Panzerkopf. Beziehungsweise Panzerkopf. Entschuldigung, ist ja Maschine. Nein, jetzt bin ich auf das Ding da drauf gegangen, verdammt. Ach, glücklicherweise macht das nicht viel Schade. Es sah brutaler aus, als es ist. Oh, das macht aber schon gut Schade. Chrono auf die Schniss. Luca ebenfalls auf die Schniss. Das Ding müssen wir als erstes kaputt kriegen. Oje, oje. Räder speichern Energie. Kopf repariert Schaden. Nimm ihn lang, mein Freund.
296. Das war mal ordentlich schade gemacht. Gewitter erleiht. Räder speichern Energie. Na dann auf die Räder drauf. Wobei, ne, wir gehen gerade direkt auf den Panzer. Fleischwolf. Hier sind die Räder. Okay. Ja, ich glaube, bei der Räder können wir ein bisschen mehr Reißer. Uiuiui. Luca, heil dich mal selber gerade mit so einem Medium Tonic. Oh, das war ein guter Angriff auf den Panzer. Luca weiter auf der Fleischwolf. Chrono ebenfalls. 166 Schade. Gut, die Räder sind nach hinüber. Jetzt kann sich das Anime so übel bewegen, das Teil. Sehr schön. 40 Erfahrungspunkte, 50 Goldstücke. 500 Goldstücke natürlich. Perfekt. Wow, und jetzt noch der Finisher. Sehr geil. Die hätten kaputt gemacht. Repariere, schnell. Ja, jetzt kriegst du was verdient, du Dappschädel. So, wir können jetzt über euch drüber gehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube nur, dass das so einfach der Fukume wären. Müssen wir jetzt einfach mal so drauf treten. Aber so sind wir ja nicht als Held. Unterkunft gibt's noch. Achso, hoppla. Die sind ja ganz aber. Ich vermute mal, dass es zu Schloss Guardia gehört. Da ist nichts mehr. Hallo? Sie entkommen. Wir hängen einer Rivale als die Gewalt. Hallo? Ihr geht nirgendwo hier. Okay, die stehen uns einfach nur blöd im Weg rum. Da werden wahrscheinlich die Unterkünfte. Ah, die Ritterunterkünfte. Sie entkommen. Das sind einfach nur die Ritterunterkünfte. Ah, na, könnt ihr mal fortgehen? Ja, das sind einfach nur die Ritterunterkünfte wie in der Vergangenheit. Ach. Na gut. Also es ist doch wieder ein bisschen anders als in der Vergangenheit hier. Schloss Guardia von der Architektur her. Jo. Sie entkommen. Halt. Prinzessin Nadia. Ah, jetzt sind sie wieder umgezogen. Jetzt reicht's aber echt nur. Das ist mein Freund, jetzt zeigt mal euren Respekt. Aber... Könnt ihr keine Befehle ausführen? Natürlich. Keine Bewegung. Ach, der wieder, Alter. Also den habe ich gefressen, den Mistkerl. Du warst König Guardia der 33. Sachen. Hm. Papa. Ruhe, Prinzessin Nadia. Der Thron steht über deine persönlichen Wünsche. Was? Ach, wenn ich adlig sein mag, bin ich immer noch ein Mensch. Seltsame Idee, hast du so aufgepickt. Wenn ich etwas aufgepickt habe, dann wohl gesunde Menschenverstand. Prinzessin Nadia. Ich hasse dich, ich gehe. Prinzessin Nadia. Komm, Chrono. Also die in der Gegenwart sind ziemliche Arschgeiger, muss ich echt sagen. Stehen nicht rum wie die Ölgötze hinterher. Also die jetzige Regierung kann ich überhaupt nicht ausstehen. Die 600er Regierung war mal wesentlich sympathischer. Prinzessin Nadia. Also wenn dem was an seiner Tochter liegt, dann solltet ihr auch mal auf die Wünsche eingehen. Und die kreischen jetzt wieder nur halt hinterher. Gib keinen Kummer. Halt die Gosch. Ach, hier ist das Leid. Kann ich gegen euch kämpfen? Ihr seid doch bestimmt totale Lusche. Ihr habt überhaupt nichts drauf. Aber wie ich mir's gedacht habe, es lockt mich zum alten Kampfplatz zurück. Und da ist wieder Tor. Das Sackers. Naja, Tor. Los. Aber wohin führt's? Ist doch egal, nur weg hier. Ja, komm. Prinzessin Nadia. Yes, das erleid, du Heckezeck. Das ist kompletter Wahnsinn. Dummel dich, Chrono. Ja dann. Können wir mit euch noch retten?
Prinzessin, gehen weg von dem Ganove. Tschüssel. Also in unserer eigenen Zeit sind wir nicht gerade sehr willkommen, wie er glotzt. Die sind verschwunden. Und er konnte bezeugen, dass er freiwillig mitgegangen ist, wobei uns das wahrscheinlich wieder so ausgelegt wird, dass wir sie doch gezwungen haben. Uiuiui, wo sind wir denn jetzt gelandet? Autsch. Ah, hier findet uns der Kanzler nie und nimmer. Aber wo sind wir? Das sieht ziemlich futuristisch aus. Ja, die Zivilisation hier scheint sehr fortschrittlich zu sein. Als wären wir in einer anderen Welt. Ja, das sieht schon ziemlich futuristisch aus, ja. Das ist ein seltsames Emblem, durch Kraftfeld versiegelt. Ja, Gewitter erleiht. Uiuiuiui. Fragezeichen. Ach du Scheiße. Also das sieht ja echt böse aus. Da können wir auch nicht hingehen. Na, die Zukunft sieht nicht gerade sehr rosig aus. Tran-Kuppel. Ach du Scheiße. Habt ihr Geld? Ja, komm. Das soll Geld sein. Naja, ich habe jedenfalls gute Sache. Schnellfeuer können wir hier für Luca holen. Das ist sehr gut. Der Eisenanzug für Chrono, für sie, für alle. Sehr schön. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Okay, dann ziehen wir uns erstmal um. Geld sparen, jemand zahlt es aus, ist mein Motto. Boah, lauter so Lumpesammler hier in der Zukunft. Das sieht ja echt düster aus. Von 43 auf 49. Von 49 auf 58. Das sieht doch alles ziemlich ordentlich aus. Dann ziehen wir uns einmal um. Moment, wie hat die jetzt? Ah, von 730 auf 43 und von 43 auf 50. Nicht schlecht. Von 28 auf 34 und von 34 auf 49. Gewitter erleiht. Das hat echt was gebraucht. Hat sie nicht noch eine neue Waffe gekriegt? Genau. Schnellfeuer von 16, von 11 auf 16. Nadja hat aber erstmal keine andere Waffe. Ja, ich habe Geld, aber ich mag mein Geld wieder zurückhaben, indem ich meinen alten Krempel hier bei dir verkaufe. Bronzerüstung. Eine Magnetklinge haben wir sogar noch. Ein Pfeilgewehr, ein Karate-Anzug, ein Bronzehelm und ein Damekleid. So, was hast du da noch Schönes? Nee, nichts weiter von Interesse. Na gut, dann machen wir dann nochmal 8 Stück, damit wir auf 10 insgesamt kommen. Ich muss das immer abrunden. Das ist so ein übler Komplex von mir. Ach, dass ich nur runde Zahlen mag. 4 Heilungen, eine Belebung. So, perfekt. Ach, das ist einfach so ein Tick von mir. Ja, Geldsparer, schon klar. Boah, Alter. Hier sieht es aus wie in Mad Max in Gastown. Es gibt's in der Aris-Kuppel im Nordosten, jenseits von Labor 16. Aber die Monster machen Schwerter und Pistole nichts aus. Friedenskuppel, Nike, das ist die Tran-Kuppel. Esse gibt's hier nicht. Königreich, oh. Das ist Enatron. In ein paar Sekunden fühlt man sich ausgeruht, aber der Hunger stillt da nicht. Im Enatron ausruhen. Ja, komm. Ach du Scheiße, ja total komprimiert Woche. Aber der Hunger bleibt. Oh, hier gibt's wohl nicht viel zu essen in der Welt. Ja, durch ein Kraftfeld geschützt. Das ist aber dasselbe Emblem wie bei der Truhe, die durch so ein Kraftfeld geschützt waren oder so Energie geschützt waren. Oh je, mir schwant hier Übles. Bangor-Kuppel. Gehen wir Amorei. Ah, nee, von Dokuma. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da gerade hier bei Labor 16 unseren Cut. Das war wohl einst eine große Stadt à la New York City. Und das Schloss ist wohl auch nicht mehr. Naja, wir überprüfen diese üble futuristische Welt morgen dann wieder bei Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.